Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht. Mij vraagt het zo zwaar die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie die onze livestream kijken, dan dank je voor de gelegenheid dat we kunnen in je hem komen. En met je top op deze weg gaat loven en prijzen vandaag en zondag is morgens. Ik wil gleich het eerste aanvangen met de bekonmerking. Nu donderdag, januari 20. klok 7 uur hier bij Lebenswasser Kerk, waar we met een nieuwe klas aanvangen. Deze klas nennt zich Unja. En dat handelt zich om het bevriede leven. En zo wanneer je bevrijd bent, du bent eingeladen terug te komen te deze klassen. En zo dat wordt voor 4 weken aangaan, aan donderdag klok 7 uur. En zo wordt dat vangt nu donderdag aan, en dan wordt het voor 4 weken aangaan. Er worden 4 verschillende redenen zijn voor deze klassen. Een wordt Pastor John Wall zijn, een wordt Dave en Marlene zijn, een wordt Jake en Agatha zijn, en de andere worden David klassen zijn van Seminole, wat wordt reinkomen voor een van deze klassen. En zo wanneer je wordt interesseren, part aan te nemen deze klassen, die vragen dat je de informatie daar is en die de opschrijven daar vereint. We zijn in de maand van onze 21 deel van Fasten en Beden. En de laatste dag is januari in 30. En die willen celebreren met een aanbedingsavond aanstellen hier bij Lebenswasser Kerk. So we willen die 2 gelegenheid geven om deze aanbedingsavond part aan nemen. So die eerste gelegenheid wordt klok 6 uur zijn en die tweede gelegenheid wordt 7:30 uur zijn. En zo maak die dat, lood al die vrienden en ook de familie aan, uit te komen voor januari in 30 aanbedingsavond. Februari in 13 waar we een Valentijnsavond uitdraaien hier bij Lebenswasser Kerk. En zo dat voor alle bevriende lieden uit verzonnen worden al engaged zijn, uit te komen van Gouden Onkas voor Valentijnsavond. En zo voor deze Valentijnsavond dat we tickets verkopen en we worden even de nächste paar weken meer informatie hebben van waar die deze tickets kosten. Maar we willen je nu al bloß denken hebben dat het komt op, dat je niet kan rijden voor, wenn je dat willen gleich een paar ondernemen. Wenn meestal maar we de tickets die schoen meer doen, die verkopen zo boezig. So wenn je dat wordt interesseren, die kosten nu al rijden voor deze nächste paar weken, dan willen we je weten waar die kost deze tickets kopen. Ik wil je bloß alle gleich denkt haben, dat we hebben een nieuwe WhatsApp-groep opgemerkt. Dit is een groep besonders voor zonen, wat we gleich jeder dag dat woord voor vandaag te krijgen. Nu, dat woord voor vandaag is een 3-5 minuten audio, wat Pastor John jeder dag dat uitschrijven. So, wenn ihr dat interessieren, dat part aan te nemen aan deze groep, die kost ons WhatsApp schrijven en dan worden we die en deze woord voor vandaag WhatsApp-groep aanstellen. Jeder zondag, 11:30 morgens aan de eerste klasstof, hebben we een bedstof gemerkt verdiend. Een goede gelegenheid om te gottesdienst en komt om aanstaan en je beden. En dan te laatst weer een Lebenswasser komen, dus dit is die Kerk. Du kannst je voorbij komen wanneer je dan eten veel dat, die komen klein kindersalarisch. En die komen je nu een paar keer in te opstellen, ganz en sonst. En die kosten naar de komen komt en dan je staan met de geld er eten aanbrengen. Dat zijn alle bekoormerkingen voor deze werk. De nächste werden we in de tijd van aanbetung dan gaan. Goedemorgen, Lebenswasser. Wir freuen uns so, dass ihr von da waren mit uns sind, weil wir abstoßen. Uns erste Leute von da als meine Leute. Die Schatten nennen an, mit ihnen fröhlich war. Meine Leute steht vor uns, sagt sie Lord, your love and deed,
Dankeschön, Jesus. Dankeschön für mehr an sein. Dankeschön, dass du alles verändern lässt. Dinge, die in uns Leben sind, wo wir nicht kommen, und du veränderst das alle.
Dankeschön für so gut sein zu uns. Und Dankeschön, dass du genug bist für uns. Du bist genug. Du hast kein anderer, was dort tun kann als du. Wenn wir ohne ihn sind, wie können die kommen? Und wenn wir mutig sind, wie können die kommen? Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass du dich mit uns freuen lässt, wenn wir uns freuen tun. Kriegst du uns, wenn du trüren lässt, wenn wir trüren tun. Dankeschön für genug sein für uns. Dankeschön für genug sein. Und wo immer wir durchgehen. Und wo immer uns schein geht. Und wo immer wir mutig mit sind. Dankeschön für genug sein. Jesus, Dankeschön. De gnose fallen fri. Jeg veit at Jesus rat mig, ändå ser nu för mig. Hvor wundervoll om, von sin mig tar mig fri. Jeg veit at räcker att se, ändå ser nu för mig. Halleluja, jag grata. Dankeschön, dass du uns räder bist. Du wegen singen wir von deinem Namen.
bloos de naam in Jezus spreken. Ik wil jeder denken, jeder hart. Wenn du als Frieden zien jengelt, ik spreek Jezus. Ik wil bloos de naam in Jezus spreken. Wat de donkerheid je breken is. Vertellen du als hoopning, du als vrijheid. Ik spreek Jezus. Die noem is leven, die noem is heilung, die noem is kracht. Dat je bang hebt, schien durch den Schatten, brand aus ein Vier. Ik wil bloos de naam in Jezus spreken. Ik wil alle zorgen leven. Ik wil zorgen vangen in bedrijfjong. Ik spreek Jezus. Die noem is leven, die noem is heilung, die noem is kracht. Brekte je bangheid, schien durch den Schatten, brand aus ein Vier. Die noem is leven, die noem is heilung, die noem is kracht. Brekte je bangheid, schien durch den Schatten, brand aus ein Vier. Merkt Jezus bekomt van de boeien op de weg. Jezus en diestre en Eva jeder vindt. Eva mijn familie, ik spreek den heel je noem. Jezus. Merkt Jezus bekomt van de boeien op de weg. Merkt Jezus en diestre en Eva jeder vindt. Eva mijn familie, ik spreek den heel je noem. Jezus. Die noem is leven, die noem is heilung, die noem is kracht. Brekte je bangheid, schien durch den Schatten, brand aus ein Vier. Die noem is leven, die noem is heilung, die noem is kracht. Brekte je bangheid, schien durch den Schatten, brand aus ein Vier. God, dankzij. Dankzij dat wanneer we in de diestre zijn, van schoten alle winkel om ons is. Aber dien dag het licht, dat schijnt dan aan, en wie kreeg hoopning door derg, wegen dien noemen Jezus. Ik wil bloos de naam in
Jesus spreken. Über jeder denken, jeder hört. Wenn du es Frieden sie nie eng wird, ich sprek Jesus. Lass uns beten. Gott, du schickst Jesus. Und wir sind von dir angerat. Gott, wir beten die bloß an, wen es wir gerat sind. Wir wollen die dein, wen es wir gerat sind. Gott, wir geben uns bis ganz die Hand. Wir wollen die dein, wir wollen die anbeten und wir wollen anerkennen, dass das wen die, das nicht wen uns. Das nicht wen die gute Dinge, was wir getan haben. Das wen du Jesus schenken deits. Dankeschön für uns Raten in die Namen. Amen. Amen. Hey, je kan je een doel zaten. God Marius George. God Marius, all die wat ons online checken doen. Bloß Dankeschön für ons Leute in je huis komen. En wat deze waar George doen. Mir freut dat für all die wat hier sind. Du sind samen wat de han een vriend mitgebracht. Ook bloß welkom hier, wenn du hier jaast bist. Bloß welkom hier. Wir wünschen, dass die hier maglich fallen und dass wir alle taub können Gott erfahren hier von der uns Mars. Hey, wir sind in einer Reihe von 21 Tagen von Fasten und Beten. Und ich weiß nicht, wie unsere Social Media gesehen haben von der Kirche, aber wir haben durch diese Weg mehrere Posts gehabt an Weg, von wo wir fasten können. Und erst, wir können ganz wach bleiben von Eten. Dus bloß Wasser trinken und nichts eten. Das andere würde sein, dass wir bloß eine Mahlzeit nicht eten tun und das ewige Jahr, oder wir tun bloß eine Mahlzeit eten und ewig nicht eten. Oder wir nennen dort in Daniel Fast, dort erst dann holen wir uns wach von bloß eine Sorte eten, so Fleisch oder Deeg oder Säutet und so was. Und das andere ist ein Säulenfast. Und dort erst dann wach bleiben von im Phone oder von TV oder vielleicht von einer gewissen Show oder von einer gewissen Habit oder einer Ungewohnheit, was wir haben, von der wach bleiben. Das sind 4 verschiedene Wege von Fasten. Und ich fuhr diese Weg hier so verlängern her, ich hatte mich 6 Jahre schon jung mit und wir reden von Fasten und von verschiedenen Dingen. Das schafft ein bisschen schwer, mit 6 Jahren schon jung, den Verein, finde ich, der kann da oft sein, aber dort wir denken, was wir mit schaffen leiden. Und beim Schwimmen dort so, dort ist ja schwer, eigentlich finde ich, der nicht kann eten. Und dann sagt er, hey Daddy, wo würde es sein, wenn wir mal lieber würden, eigentlich finde ich, der wach bleiben von Geld, sagt er. Und ich bei mir dachte, du hast noch nicht über gedacht, aber dat wir ein schweres Ding für Arme zu tun, aber ich will das hier tun und aber bin an, denkt dass er kein Geld. Und ich dachte bei mir so, wenn ich das tun, dann würde wahrscheinlich, dann würde ich all diese anderen Feierdinge auch vereint, finde ich, der tun, wenn ich wach bleiben von Geld. Und so, das ist jährlich, wenn unsere kleinen Kinder mit uns das tun und sie geben uns dann auf einmal eine neue Idee oder nie einen Gedanken, wo wir vielleicht noch nicht mal über gedacht haben. Aber während das, dass ich diese Werk in Fasten und Beten sind, sagt Gott einmal zu mir und sagt, musst du immer bloß fasten, wenn du ihr eine Antwort weißt? Oder wenn dir dort ihre Antwort fehlt? Oder wenn ich will haben, dass du so mal eine Ändernis durch sein oder dort sein? Dort, wenn du was fasten, oder wenn du ihr siehst zum Fasten, na, wenn du fehlt du noch zu anderen, dann über dort weg fasten. Dann sagt Gott, seht ich nicht, seht ihr nur mein Recht, und dann wo ich ihnen das immer gegeben, das haben sie dich bei mir. Und wenn ich das könnte, wenn ich das gewusst hätte, dann mir das in der Werk gesagt, ich würde was anderes gefasst haben, ich würde was anderes gewählt haben. Und ich bei mir entscheide, so hostig. Das nicht uit als ja oder nee, oder diese Antwort, oder ja eine Antwort, oder eine Antwort, oder nicht eine Antwort. Mir wird es so wichtig. Wenn ich, wo Gott seinen Recht segen, hey, wo
dat je te geven. En hij wordt dat in die moed geven, wat reich für mich ist. Krijgen dan als ik dat voel dat het reich is, oder nicht reich ist. Dat is echt wichtig. Wen dat is wegen Jesus. Dat is wegen Gott, dat wir hier sind. Dat is wegen arm dein wie arm, wegen arm da wie fasten. Nicht wegen uns. En ik word vergeten, ik doe toeverken bloß wegen mij alles doen. En ik wil dit bloß mitteilen, vielleicht haupt dat som van jullie entscheiden, bis Gott zu sehen. Gott eine Antwort sehen, was vielleicht nicht mal unsere Antwort ist. Vielleicht ist unsere Antwort Gott. Hey, das nächste Wort, Pastor John abkommt, heißt in einer Reihe Botschaften von Mien. Good morning. Zoals Fernando al zei, we zijn in een rij boodschappen wat we namen Mien Huis. En dit kwam van des Vers in Jesua 24, wo je zegt, ik oba, en die wat te Mien Huis hier, wel dem Herrn dein. En vandaar wil ik ganz besonders dit betonen in mijn boodschap. Dat we wel dem Herrn dein. Weet je, hier in deze geschichte hadden te doen met dat zij weer nu in een land, wo Gott in het hand gebracht hat, en so Jesua stelt in fern, hij zegt, wählt junt, als je de jette willen doen, wat je nu vervetter gedaan, dan daar, zoals Abraham uitkwam, hij zegt, dan jan ziet Euphrat, dan jan ziet Euphrates River, meint dat, en zo door Abraham zijn familie, die deinden afjetten. Dat is mir sehr interessant, dat Abraham, hij kwam uit een afjetterische systeem uit. En Gott raubt hem daaruit. En zo Jesua zegt, het valt wilt je een jetta. Wilt je een wat je in Egypte deinden. Wilt je een jetta in de Amorite-land, waar je nu woont. Ik oba in mijn huis. We willen dem Herrn dein. En weet je, dat is hetzelfde ding voor ons. Van der, wie man ons wählen, wem we dein. En van der wil ik ganz besonders Unja de Wotalienja gaan. Ik vang werk aan van dit zeilboot te reden. En wo een man, hij bouwt zich een zeilboot, wat boven water, dat hij alle diersten, dat schmackste dingen aan. Maar hij had zich niet gechammerd onder de Wotalienja. En wat je een zeilboot, hij had onder een zeer zwaar, het biedt Isa heen, op Engels naam wordt de kiel. En zo dat houdt dat boot oprecht, van de wind te boven zeer schift aan de zeilen. En zo dat draait niemand van de kant op de stelt, maar dat heeft zich wel zelfs terugdraaien, want dat raar gebeurd is. En zo, ik vergelijk het bij me ons het leven. Weet je, wie kan bloos voor dat leven wat boven is. Bloos voor dat wie zijn kan. Bloos voor dat wat we ons zelfs buren kan, of wat we ons zelfs kan opstellen. Dat kan onze wirtschaft zijn, ons huis, ons haben goed, maar ook onze kerk. En ik zei in veel zondag dat we buren aan en we vrijen ons van gebieden weer, maar het is boven dit gebied wordt ons niemals raden. En zo we brücken dat, om dat evangelium predigen en dat ze zeer fijn in het gebied hebben, maar we niemals vergeten. Dat wat onder de Wotalienja is, dat is weg. En zo daar wil ik van reden, van onder de Wotalienja. En zo dat is wat ik de boodschap naam, onder de Wotalienja. Nou, de vrouw is, wat is onder de Wotalienja? En deze antwoord, die zal je niet missen. Deze antwoord, vielleicht denkt je, okay, Bibel lesen, einfach deel van Fasten en beten, dat zijn goede dingen. Maar dat is niet unja Wuta. Unja Wuta is really, de antwoord is niet in woord, maar in wer. En dit wil ik gaan, dat we dat niet missen. Unja de Wotalienja is een wer, niet een woord. Unja de Wotalienja is niet woord wat du kost doen. Dat is niet woord wat we ons kunnen opstellen. Unja de Wotalienja is een wer. En dit wer, dat is Jezus Christus. En zo we kunnen alle beste religion hebben, we kunnen alle beste aandacht hebben, de schönste muziek, we kunnen de beste predigen hebben, wat immer we alle hebben. Want dit wer niet du is, dan zijn we boven water. Krijg nou wat we doen. En zo dit wens ik, wordt ons zeer duidelijk nadenken van jou. Weet je, Jezus is de einzige wat voor ons gestorven is, hij is de einzige weg naar voren. Ik hoor deze week een prediger. En hij redt van, in de Bibel dat profetieën, dat de laatste tijd wordt een grote afval komt. Nou, ik heb trouble met dat een beetje, want ik heb zo'n geloven dat een woord, het kind Gottes, dat valt niet af, God hält het.
dat is een andere thema van een andere boodschap. Aber ik geloof dat je so viele Menschen, die religiös sind, die kennen Jesus sozusagen, sie kennen die Schrift, sind vielleicht Lebenszeit in die Kirche gewesen, aber das wäre es noch niemals in ihr Leben gewesen. Und so haben sich alle gehandelt von den Dingen, wo wir wohnen. Haben sich alle gehandelt von wo wir uns antragen, wo wir uns sitzen, wo wir kirchen oder all so eine Dinge steht. Und das wäre, den haben wir ganz gemisst. Und das ist, was von der in der Welt passiert. Und so das Prediger sieht, und ich weiß nicht, wieso das ist, aber er sieht 70% von den sogenannten wahren geborenen Christen in Amerika, von der, die glauben nicht mehr, dass Jesus der einzige Weg nun Vater ist. Und weet je, dat is wo wir hangehen. Und sogar wir als Mennoniten, wir haben ganz verbessert, das wäre. Wir haben ein feines System, wir sind feine Menschen und wir verstehen zu schaffen. Und wir haben alle Hand zu kirchen und wir verstehen das zu tun. Aber das wäre, der ist einmal nicht durch. Und wir kennen den Namen Jesus, aber wir kennen die Person Jesus nicht. Und so das, wo von der wir von reden. In Lukas 24, da sagt es dit, und er fängt von Moses und alle Propheten ihre Schriften an und lehren dort ut, was von ihm gesagt wird. Na, diese Geschichte ist mir immer sehr interessant. Jesus wird abgeschlossen von dort. Ein paar von seinen Jüngern, die gehen nach Emmaus und Jesus hat über dem mit ihren Tod begegnet hinterher gewesen. Und dann fangen sie an zu reden und sie sagen, wir sind so getäuscht, weil wir dachten, dass Jesus über den Reck abstrahlt, all so eine Dinge. Und dann sagt es dort, dass Jesus fängt von Moses an. Und durch das Alte Testament verteilt er von Jesus. Menschen kann man halt sagen, ich würde halt gleich durchgehen. Weil mich interessiert die Geschichte in das Alte Testament. Ich habe das ja angefangen, die Bibel durchlesen. In der U-Version, da habe ich alle Hunde lesen, Ideas und so. Ich habe die Bibel durchlesen und was wir eigentlich von Historical Sequence hat, like, wo das nur passiert ist. Weil ja unsere Bibelbücher in der Bibel sind nicht nur da bauen, so es passiert ist. Das einmal wird es vielleicht schöner gehen lesen, wenn es wir, aber das ist nicht, wo unsere Bibel ist zugestellt. Aber das ist interessant, Gott seine Geschichte zu lesen, so steht nur Aber wo ich besonders nur checke, das ist Jesus in der Bibel. Im Alten Bund, dort wies rein alle nur den Wem. Und das ist ein Punkt, was wir sehr wollen annehmen. Und wenn wir in die Zukunft angehen, in unsere Welt dreht uns über den Kopf, in unsere Welt, wir weiten, ich glaube, Jesus hat mehr für zu drehen, dass wir alle an der Bram können manchmal sein, aber Jesus das nicht. Und so ans Bubenwuter denkt, da kann alle verschwinden, das haben wir einen Augenblick verlieren. Aber dort, was unser Wuter ist, dort ist, was davor steht. Ich wollte Ihnen mit diesen Bildern, mit dieser Reif, ich dachte, ich würde Ihnen eine Reif wiesen. Wenn je das an Ihnen führt hat, dann würde ich die leichter schieben. Aber, er hat da, ich weiß nicht. Aber anyway, ich wollte Ihnen mit diesem Rat ein bisschen Bild wiesen und was erklären. Da wir mal predigen, Jahr und 3, die das mit mir. Und das hat mich vielmal sehr geholfen, besonders wenn ich mit Christen taub, die was anders denken als ich, oder was vielleicht some Dinge anders verstehen. Und so die Frau ist, was in der Maat von der Draht. Und weißt du, wenn die in den Draht checken und die fertig, dort ist in der Maat angeschraubt. Dort wo das rein alle Fass ist. Und hier in der Maat, hier ist Jesus. Und so, das Mittelpunkt, die Novel, wo das angeschraubt ist, dort ist Jesus. Und dort Rim, dort können wir sagen, dort ist der Heilige Geist, die Frucht von Heilige Geist. Leben, Frieden, Freiheit, Geduld, Freundlichkeit, gute Sonnsen, Glauben, Gelindigkeit, Selbstbeherrschung. Und so, der Mittelpunkt ist Jesus, dort Rim ist der Heilige Geist. Und die beiden Dinge, die sind falsch. Die beiden Dinge, die sind hart können sein. Diese beiden Dinge, die beten nicht. Wenn das beten, dann sind wir ein großer Trouble. Und dann sofort, ja, das weiß man, wenn das Rim verbiegt, die Hauptbereich wäre, wo das angeschrieben ist, dann sind wir ein großer Trouble. Und so diese beiden Dinge, die nenne ich wird schwarz. Das können wir nicht mit rumschieben. Das sind Dinge, die wir nicht kennen, sagen, oh, das sind uns, die Jesus heißt, oder Buddha, oder Allah. Das ist nicht so wichtig. No, das kann ich, wo die Christen von der hangehen. Aber wir haben Jesus in der Mitte, in der Mitte bleiben. Wenn wir den da wegnehmen, dann sind wir in Trouble. Ich habe in Ontario, wie wir wohnen, da haben wir eine Weihnachtsparade. Ich weiß nicht, was die Parade ist, nicht? Desfile, oder was nennen die das hier in Mexiko? Und so, da wir einmal zu der Zeit, sonst die Jungs so groß werden,
Dann wieder eine Chor, haben sie da gestalt und die hatten das Snowel hier so an der Kant, haben die schon, dann gemerkt, und dann kam die da so verlängert geduckert, flängsten Darb. Und so, da wir sagen wir ein bisschen funnig, dann waren sie ein bisschen bosig führen, dann hauft das eine Hängebein ab. Und so schafft das, wenn Jesus nicht mehr in der Meer ist, sondern es jässelt das Leben. Dort stückert und dort stellt Armen, dort schäbt, dort stellt über Kopf. So Jesus muss hier bleiben. Und der Heilige Geist, dort drin, muss er bleiben. Aber dann haben wir den Reif. Und der Reif, der bicht. Der Reif ist Gräb. Der Reif handelt sich von Dingen, wo der Schrift nicht wird, er schwört von Reden der Ferien. Und dann kann ich bloß ein Ding nennen, und das ist Musik. Musik ist ein Ding, wo wir uns so ein wenig streiten können und so verschiedene Dinge über Musik. Das ist noch immer so was, das ist nicht bloß nur so. Aber weißt du, hier ist, was der Feind will. Und hier ist, was der Feind verkehrt ans Leben. Wir tun Musik mit Live antischen. Und so nu ist Live ein Gräbe Ding geworden. Live ist nu so, ja, wir sollen uns leben, aber Musik, wenn du nicht so eine Musik hast, oder wenn du nicht so denkst, oder wenn du nicht so eine Musik hast wie, dann haben wir nichts mit dir zu tun. Dann sei ihr nicht mal Christen, das wird handelt. Und so dann, nu haben wir Live und Musik umgetischt. Und was der Feind will haben, ist, dass jedes Mal, was eigentlich top kommt, nu sollen wir ein Bett Dollar worden über dort, ein Bett Lüder reden, uns ein Bett Dollar verdammen, ein Bett Dollar schwarten mit einer den anderen wegen der Musik. Und weißt du, wir kennen hier irgendwas, das Reif, der hat tausende Dinge an sich. Alle haben die uiterliche Dinge, boven der Wotalienja Dinge. Und weißt du, Kirchen spielen wegen der Gräbe Dinge. Sehr, sehr wenig Kirchen spielen wegen Jesus. Aber wir spielen wegen alle haben die uiterliche Dinge. Christen wollen sich aneinig, Länder wollen sich aneinig, sogar Christen in der Welt haben viel mehr zu tun mit der Gräbe Dinge. Aber das ist noch ein Ding, was der Feind noch leider das als das. Und das ist, wenn wir Musik antischen für Jesus. Und nun ist Jesus Gräbe geworden. Oh, wir weiten noch von Jesus. Wir weiten, du hast in der Bibel geschrieben von Jesus, der hat mal gelebt und ist gestorben. Aber das ist nicht mehr der Mittelpunkt von meiner Reif. Ich kann Jesus Gott. Was ich kann, ist, dass ich habe die rechte Musik. Und wenn ich die rechte Musik kann, ist ein Kind Gottes und du bist nicht, wenn du hast nicht. Und so schafft das in uns Christentum. Und weil in uns Mennonitentum ist das passiert. Nicht groß mit Musik, aber mit allerhand üterliche Dinge. Menschliche Regeln, Kleidung, was wir vor, oder wo uns das sind, all so eine Dinge. Aber wir haben Jesus angetuscht mit einem menschlichen System. Und so das, was der Feind will. Und so da will ich von dir sehr, sehr klar merken, dass Jesus ist der Mittelpunkt von alles. Wir müssen am klar haben. So, ich will jetzt mehrere Geschichten wiesen, wo Jesus seine Menschen zu der Zeit versägt, um ihr Wutter zu bringen. Sie werden alle Wuttern, sie sagen dort, was du wirst, so krass wie sind. Wir sind dort, wo wir leben, dort, wo wir sein können, dort ist uns wichtig. Und Jesus will mir und die, von der auch so zu sein, um ihr Wutter nehmen, aber wir nicht verjäten, um ihr Wutter dort meint, dass wir Jesus kann. Und so das erste Rede zu den Juden, in Matthäus 7 sagte, wer meine Rede gehört hat, dann möchte ich dort, wer meine, dort handelt sich am Arm. Wer meine Rede gehört hat, das, was ich gesagt habe, ist so ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Steingrund baut. Na, das ist als die Geschichte aus dem Lamm, oder das Boot, was ich vorhin noch von rede. Und der Regen fällt und dort Wutter kam und der Wind bloß und schlug je in das Haus. Dort fällt doch nicht, weil es dort auf dem Stein gebaut wird. Das Stein, das ist Jesus, das ist unser Wutter. Und so Jesus in seiner Bergpredigt, hat die Bergpredigt aufschlüten, mit den Juden sagen, weißt du was, kommt mit mir. Da wird ich lehren, da wird ich sie, da wird ich da. Und so die nächste Geschichte ist Nikodemus. Na weißt du, Nikodemus, das ist ein bisschen ein interessanter Guy. Ich weiß nicht, wo Nikodemus durch Hand kam. Ich höre mal einen Prediger sagen, dass er glaubt, dass Nikodemus wie geschickt. Nikodemus wird geschickt von den Pharisäern, wenn die Pharisäer sie hatten, bewusst System, aller Schmacknerei. Wir würden sagen, religiöse Älteste werden alle Kracknerei. Sei organisiert. Sie hatten ein System. Nu wenn wir kommt Jesus durch und die verdorfen dort durch. Like Jesus, er lehrt Dinge, was bloß nicht bestimmt bei ihren Ernten. Und so ist das sehr amtlich. Und ich glaube, einmal haben sie uns dort ins Leben. Vielleicht kommt einmal Menschen ins Leben an und die sagen, was er lehrt, was das uns amtlich. Und so wie er dort. Und so sie schicken Nikodemus nur Jesus zum Sein, dass sie Jesus bereden kann, zu den Erdgruppen ankommen.
Ich weiß nicht, da das, wo ich Nikodemus der Hand habe. Ein Prediger, der mal den, was ich erkläre, da wird mir sehr interessant. Aber weißt du, Jesus nimmt Nikodemus Fuß weg von den Idee und er nimmt den Fuß ohne Wutter. Jesus sagt ihm, ich sage dir die Wahrheit, wenn ich noch einmal geboren ist, kann Gott sein Reich nicht sein. Und so Nikodemus, was immer die Ursache wäre, vielleicht will er Jesus bereden, vielleicht soll Jesus ein Pharisäer werden, vielleicht würden sie am ansehen in der nächsten Sabbat in der Synagoge, ich weiß nicht, was er mit Jesus kriegen will. Aber Jesus nimmt Nikodemus Fuß und sagt, weißt du was, Nikodemus, du musst in ihr Wutter kommen. Nikodemus hat Lebenszeit bei Wutter gelebt. Er hat ein religiöses System, was schmeckt leid. Er hat ein religiöses System, was arm sozusagen am Weg hält. Aber Jesus sagt zu Nikodemus, komm und ihr Wutter, du musst von nie geboren werden. Und das ist bei uns korrekt so. Wir müssen von nie geboren werden. Er sagt, Gott leibt die Welt, so soll er, dass er sein einzigen sehen. Das handelt sich um Jesus. Das handelt sich nicht um, wo die dort üterlich sind, das handelt sich nicht um, wo Schmack du alles kostet, dass du niemals Fehler merkst, dass du jeder Sinne an die Kirche bist, dass du immer jeder Tag Bibel lesen, dessen beten, das sind gute Dinge, da bin ich richtig verstanden. Aber nicht ein von dir bringt die unser Wutter. Jesus Christus ist unser Wutter. Wenn du nicht Jesus hast, dann hast du nichts. Heißt der einzige Nomen, sagt Petrus, was uns gegeben ist, unser Sohn. Dadurch werden wir einseitig werden. Und welches Lied, wir können so ein stromes System haben und wir als Kirche, wir sind ab organisieren, wir sind ab Dinge büttergewöhnlich gut tun und ich sehe so ein Beruf mit uns als Kirche und die Dinge, die wir tun und wir wollen Dinge so ein Fan tun, aber wenn wir nicht Jesus haben, dann ist das ein System, was gut ist. Und was immer dein Glauben ist, was immer du das und du versuchst ein feiner Mensch sein und du hast die vielleicht Schmecken aufgewandt und Trinken aufgewandt und du bist auch nicht mehr so an Drugs und all die Dinge, das ist gut, das ist fein. Aber dort allein wird die nicht der Radung geben. Du brauchst Jesus. Und so, er sagt, den Sehen, Gott gibt den Sehen, dass wir an den Glauben wird nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und so, Jesus nennt Nikodemus, und Nikodemus kommt danach, und was immer der will, aber Jesus sagt, weißt du was, Nikodemus, wollen wir mal hier gehen. Und Jesus sagt, das salzt dir zu dir. Ich weiß nicht, ob du wahre geboren bist. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Vielleicht kannst du ein religiöses System und du bist ein feiner Mensch und du darfst alle Dinge nicht von anderen tun und du darfst die noch mit Beruf so ein feiner Mensch du bist. Aber wenn du nicht Jesus hast, dann hast du danach einmal nichts, dann bist du danach einmal bloß Bubenwutter. Und wenn der Sturm kommt, dann wird der Lamm über den Kopf drehen. Dann samaritische Früh. Na, diese Früh, die hat Bubenwutter gelebt. Diese Früh hat viel Video Bubenwutter. Na, wie dann diese Früh an jemand schlechten Namen geben, die wir 5-mal divorced, und den Mann, was sie nicht hat, wir sie nicht mal befriedet mit. Aber weißt du, zu der Zeit, eine Früh hat, wenn ich reich, und ich glaube, dass wir alle die Männer ihre Schuld ist, diese Früh haben. Wenn die Männer hatten, er zu sie geschmissen. Wenn die Früh kann ich mal ein Divorce haben. Ich lese gerade zum Buch von Divorce and Remarriage, wo die schreiben, besonders in der Geschichte, in der History nennt wo Divorce wird getan und die und so eine Dinge. Das ist mir sehr interessant, aber eine Früh hat wenig reich. Und das mählich, dass diese Früh wir noch von jung an einmal bloß zu sie geschmissen gewesen. Ich höre letztens einen Predigen, heute lebt diese Früh, dass wir eine sehr schmacke Früh. Wenn wir so wird 5 Männer die haben. Und so sind wir eine schmacke Früh, aber irgendwas wieder an der Früh, wo die Männer über dem auftreten sozusagen und sie schmeiten zu sie und dann wir sie waren mit 6 im Top. Und so diese Früh kommt ein Barm und das ist Bubenwutter. Und alles, was die sitzen, sind ihre Weide und alles, was die sitzen, ist, dass sie mit hier Wutter holen allein über da, wenn sie wel nicht mit der Frühstück sind. Sie haben schlechte Umstände ungefähr. Und so, Jesus vertraut mit ihnen. Und dann sagt Jesus, antworten sie zu ihr, wenn du Gottes Ruf kannst und wisst, wer das ist. Jesus bringt ihr Problem, ihre Sache, mit was sie da reden. Wenn Jesus fragt, eine Wutter, und sie sagt, du und Jude fragst mir aus und Samariter eine Wutter, dann wird du wieder Wutter denkt, die Krieg sozusagen, oder die Uneinigkeit zwischen Juden und den Samariter. Und Jesus sagt, wenn du weißt, wer ich sie. Wenn du weißt, wer die Sehen ist. Wenn du weißt, wer hier in dem Rot ist. Wenn du weißt, mit wem du vertraust, dann wirst du am Frauen und er wird die lebende Wutter geben. Und so Jesus nimmt diese Früh unser Wutter so zu sein. Vielleicht denke ich das Idee nicht von unser Wutter. Nicht gerne wir
Jan seine Eiheit dort hat sich so gefällt, das waren nur 10 Minuten wir, und ja Wutter, nicht? Und so. Und ja Wutter schrieben, ich lauf, denken wir so, aber ich weiß, die würden das, die dort nicht bauen lassen, aber bloß die Idee, dass Unja den baut, du machst die weg und sein. Wenn Unja den baut nicht in die weg hast, dann wird der Wind das umschmieden und wird über den Kopf drehen. Und so, wer ist das Jesus? Das wird Jesus auch versucht zu sein. Jesus antwortet und sagt, wer von dit Wutter trinkt, dem wird was darstellen. Weil diese Früh, die bleibt über Wutter. Wenn die Geschichte wollen lesen, ich wollte hier nicht ganz vertalen, aber einmal war like, bist du besser als Bruder Jakob? Like, wo kannst du schaden, wo, like, sei wie über Wutter. Und so Jesus sagt, wenn du von dit Wutter trinkst, dann wird die darstellen. Und das ist die Ursache, Lied. Das ist die Ursache, wohin schrecklich viele Christen mautlos leben. Wenn wir leben über Wutter. Wir trinken über Wutter. Wir haben noch niemals Jesus so deutlich belebt, dass wir alles verlieren können auf dieser Welt und bloß Jesus haben. Petrus sagt auf einer Stelle, die haben noch nicht bald am Blut waren Stunden in den Glauben. Und so, das ist mir interessant. Wir haben noch niemals sozusagen Bruch Lieden für Jesus. Und so, das ist leicht für uns, wo wir leben. Das ist leicht für uns vertiefen, mit da wie sein kann. Und bitte, dass wir nicht recht verstehen, das geht alle artig. Ich meine, wie feine Dinge haben, wo wir wohnen, und das ist fein, und wir haben das in Ordnung, das ist gut. Solange es das Gewicht und ein Boot anders. Wenn das ist nicht anders, dann ist das, was wir wo wir wohnen haben, das ist alles, was wir haben. Und so heißt es, wenn du von dit Wutter trinkst, wird die immer darschen. Komm mal mit mir mit. Das ist ein anderer Wort, was er sagt. Lass mich die mal so merken. Lass mich die mal fallen mit dem Heiligen Geist. Lass mich die mal fallen mit mir selbst. Dann werden deine Probleme bei einmal viel unterschlagen. Das ist, was er dir früh sagt. Wer aber das Wutter trinkt, dort Act geben. Und so ist wahr, er bringt das Tränen sich selbst. Und er sagt, dem wird niemals mehr darstellen. Das Wutter dort Act geben, wird dann am eine immer rande Qual und jaft ewiges Leben. Das ist uns meist nicht deutlich, aber das ist ein Ding unser Wutter. Dass wir würden zufrieden sein in dieser Welt, wenn wir nicht alles haben. Dass wir würden zufrieden sein mit dem Wutter, was Jesus gibt, uns wird niemals mehr darstellen. Weil das redet von jästliches Wutter. Das redet von unseren Säulen, von uns Jäst. Da wird unser Wutter ist, das ist die innerliche, das ist die Säule, das ist die Jäst. Aber wir sind vielmals, das ist diese samaritische Früh, wir sind pure Wutter. Aber die Zeit kommt. Na weißt du, diese Früh, die bleibt pure Wutter. Das ist mir interessant. Und so als Jesus alles verteilt hat und hat er Wut anbeiden, dann sagst du aber die Zeit, dann sagst du zu Jesus, okay, wo soll wir anbeten? Du bist Lebenswasser, oder dort zu be Blumen an. Wo soll wir anbeten? Like die Juden bleiben dort in Jerusalem, wie Samariter hier auf das Boy, wo ist der Rechte steht zum Anbeten. Aber die Zeit kommt und es nur durch, dass die wahrhaftige Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten wollen. Und so Jesus sagt, weißt du Gott, du kommt eine Zeit, wo sich dort an mich wird drehen. Und er sagt, die Zeit ist nur hier. Und weißt du, ich kann mit diesem Werk sagen, was ist unsere Ursache für Anbeten und Sonntagsmorgens? Was ist die Ursache? Wohin seid ihr hier? Na, wir gleichen unsere Zeug, wir gleichen, wo wir das haben nicht, wir gleichen some Dinge, und wir versuchen Dinge, bitte, ihr will gut tun, und das ist fein. Bitte, dass wir nicht hart verstehen, ich rede das nicht durch. Aber wenn das alles ist, was wir hier sein, wenn das alles ist, was wir haben, liegt, dann sind wir schrecklich in Trouble. Und das ist, was ich von dir wünsche, ich kann in den Horten nehmen. Wenn du nicht Jesus hast, dann hast du 100% Glück, wo du anbeten darfst, aus in Jerusalem, aus hier in Samariter am Boy, oder wo wir anbeten, wir wollen die Kirche wie vorhin singen, oder wo wir vorhin die Botschaft vorhin horchen, hast du alle Glück. Wenn du nicht Jesus hast, dann hast du keinen Weg, wenn ihr den baut. Und das ist, was Jesus diese samaritische Früh versucht zu sein. Jesus ist in Nachfolger. Von der rede ich laut. Er sagt zu ihnen, die Juden, die gingen heran, wenn sie hatten Brot gegessen und Fisch gegessen, und er sagt ihnen, schafft ihr eten an, das nicht verkommt hat. Schafft ihr eten an, das für das ewige Leben bleibt. Die Menschen sehen. Jesus gibt uns eten, was nicht verkommt. Da wird Bovenwuter ist, verkommt alle. Die nicht Haus, da wird ein Tag nicht mehr hier sein. Die nicht Truck, ist bald verbrückt. Der wird einmal an sich ganz abgedehrt. Und so, die Dinge in dieser Welt, wir bleiben beim Hungern und Darschen, wenn das alles ist, was wir haben. Na, ich sage nicht, dass die Dinge schlecht sind, aber das alles ist. Aber die Menschen sehen, die wird die Brot geben, die wird die Wutter geben, sagt er, dass die nicht mehr was darstellen.
En hij zegt, schoof je eten aan dat blijft voor eeuwigheid. En dat einzige eten is dat brood van hemel. Jezus Christus. Ik zie dat brood, zegt hij. En zo in deze vertaal, hij redt tot de Juden en hij zegt, schoof je eten aan wat er wordt blijven. En dat is God zijn boodschap voor mij en die van jou. In dit nieuwe jaar, 2022, dat we worden eten aanschaffen, dat we worden een verhältnis leren met Jezus. Ik wens ons vasten en beden voor ons doorgaan leiden, dat we Jezus kennen. Nicht bloß ein religiöses System, nicht bloß ein System, wat boven Wuter ist und wat uiterlich ist. Dann sehen sie dann, was das du von Wunderteken, dass wir das sein und die glauben. Die Juden bleiben auch boven Wuter. Kann ich sagen, was die tun? Sie sagen, das wie ein small Wort. Da mal ein Wunder. Heil mal meine Großpapa oder meine Großmama. Like diese Person hat geredet. Like, heil mal, dann ja, dann wo ich glauben. Aber wenn wir so dort denken, Lied, dann denken wir boven Wuter. Kannst du an Jesus glauben? Kannst du an Jesus und die annehmen, was die kann heilen und aber nicht hat? Für was immer ist. Und so sie sagen, wie sind es mal ein Wunder, dann wo sie haben die Großbrot gegeben. Die Kranken werden ja längst und recht gehalten, die Blinde, die können sein, die Lume gehen, und sogar die Toten stehen ab. Und so Jesus steht Wunder längst und recht, aber die Juden bleiben danach nicht an Arm, because sie lebten in Boerwoete. Nou weet je, ik heb het al manchmal gesagt, dat het jetzt so erscheint, wenn wir dreimal Wunder ans Leben beleven, aber wenn die glauben, ob dort gebiet ist, dann bist du Boerwoete. Und so wir brauchen eine Leise, was Unja ist. Wer mein Fleisch hat und mein Blut trinkt, nou, das hört sich funnig, der Rede, hat nicht? Menschen Blut eten und Fleisch, aber Jesus sagt, wenn du nicht mich hast, dann hält sie schrecklich, was du hast danach haben wir bloß Boerwoete Brot. Und so werden wir das klar kriegen, dass dort der Mittelpunkt von uns Rat, dass Jesus nicht matte bleiben. Wenn wir dort nicht haben, dann ist die Nobel ganz eine Seite und dort stöckern das wie Staub am. Die würden nicht so erfahren hier, weil am Korridor würde es nicht mal anwärmen, wenn das noch ein sieht, wie nicht. Stöckern eine wie schrecklich. Aber weißt du, vielleicht wird wir da. Aber der Punkt ist, dass mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist die wahre Trunk. Nicht diese Dinge hier, Boerwoete. Nicht all die Dinge, was du mit deinen Händen kannst anschaffen. Ein Mensch, das jetzt scheint, wenn wir falsch in dieser Welt nicht. Das jetzt scheint, wenn wir Boerwoete schmacke Dinge haben. Und Gott hat uns durch verbieten. Das kann ein großer Sehen sein von uns. Aber auf dort, was Boerwoete sehen ist, haftet er mit dort, was Unja-Woete ist. Und so, wenn du nicht hast, dann stirbt er an. Und so, Maria und Martha, sie gingen durch ihre erste Erfahrung. Jesus sagt haar, ich sehe dich auf Verstehung. Ich sehe dich, der Todes abwagt in das Leben Jeff. Wer an mich glaubt. Na weet je, Maria und Martha, sie haben ihre Bruder verloren. Wenn jemand haben ihn verloren, in Tod, in der Familie, ich meine, das nimmt alles an. Und so, du wirst diese Sestern. Und Jesus ist nicht gekommen. Große Täuschung. Wenn du wirst hier warst, wird nicht passiert sein. Und so Jesus sagt zu ihm, Jesus nimmt den Unja-Woete und er sagt, weißt du was? Ich sehe das Leben. Ich sehe die Auferstehung. Und wenn du gestorben, wo ihr leben. Aber das sind so eine Dinge, die Unja-Woete sind. Und dann haben wir noch Saul oder Paulus. Weißt du, hier wir ein Christenverfolger. Er sagt, ich werde am 8. Tag beschnitten. Na Paulus beschreibt sein Boerwoete religiöses Durchsein. Er sagt, ich werde am 8. Tag beschnitten. Ich stamme von dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin. Ich sehe ein Hebräer von den Hebräern. Und um gesagt, die hier zu den strengen Pharisäern, ich will ewig die Gemeinde verfolgen und nur die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wie ich fehlerlos. Hier ist ein Mann, der 100% vollkommen wie um Gesetz sagt. Das wäre ja meist nicht deutlich. Aber Paulus sagt, nur die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wie ich fehlerlos. Hier haben wir mal einen feiner Christ. Hier haben wir mal einen sehr feiner religiöser Mann. Ich meine, das Mann, der kann die meiste ganze Bibel auswendig. Das Mann, der weiß, wo es auch steht. Das Paulus, den wollen wir uns zu predigen wollen. Ich so, wenn der weiß mal, wo das. Aber Paulus sagt, dass wir alle Boerwoete, horch, was er sagt. Aber was dann für mich gewähnt meint, sagt nu, Christus sind halben,
ons verlieren aan. Paulus zegt, mijn religieuze leven en al mijn eindjes krijgt naar hij. En ik had het zo taub als niet dat weer. Hij weer de hechtste in zijn klas. Hij weer de beste fariseer. Hij weer de wat het witste geleerd werd. En met de jüdische leiders die dachten zo, dit mens staat aan zijn beste hoopning om ons fariseerische systeem weer te redden. Dat is weer Paulus weer. En dan wie hij zal. Nu zegt hij ober. En mijn vrouw voor die is, als dit ober in die leven. Und wie kann so Schmack religiös sein, und so krakereich alles tun, und schmackereich angetrocken sein, und krak der Gebete so Schmack alles sein, und wie kann das alle Charakterie haben, wenn das oberhinig ist, und Jesus Christus ist nicht in uns Leben angekommen, liegt dann sehr wie Buwawuta. Und das ist bloß ein religiöses System. Meist dort, ich sehe all dort als Schulden, wenn ich die damit vergleicht, weil even alle Menschen viel wird mir das ist, dass ich Christus Jesus habe. Na, ich weiß gar nicht, wie verstehen kann, was Paulus alle abgibt für Jesus. Aber Berühmtheit, der höchste Student sein, abgesehen, und Menschen checken ab nur an, alle Menschen respekten an, wenn so ein feiner religiöser Mann ist wie wir, und er sagt, das ich alle an aus Blut. Wanneer ik dan Christus ha. En zo hij wel in de mens zijn. Wie als ik Christus goed zie, zeg ik dat alle aan als schulden en als draag en wel moet Christus gewinnen. En weet je, Paulus zegt, al mijn religieuze doen, al mijn leer wat ik had, heb je onder een beste leren geleerd in Jeruzalem. Hij stammt van de stad Tarsus, door had hij Griechisch geleerd en weer geschoold in de Römische Schule. En dan komt hij naar Jeruzalem, dan is hij de hoogste student in het Jüdische systeem. En zo Paulus kan beide zijden zeer fijn. Hij is de best geleerde mens, hij is plus de hoogste mens im Judentum. En hij wordt daar zijn, wat het Pharisäertum wordt wiederdraaien. En dan komt hij oben en dan weet je wat zo? Wen hebben je een Jesus? Nicht nur, wenn hij bei einmal, jetzt wollen wir mal eine andere Sorte Kleidung antreiben. Vielleicht eine andere Hauptbedeutung. Habe ich in Jesus. Und das grote Paul, Saul, hat voll bei einmal Hand für Jesus und er kann Jesus. Und das wird mit uns passieren. Und so ich will Ihnen das so ein Hart brennen von der, dass die brauchen Jesus. Für jede von Religion, für jede von alle anderen Dingen, waar we mal Jesus klar mehr. Und so, wenn Jesus nicht in der Maat von der Draht ist, oder wenn Jesus nicht sozusagen unter deine Lamm hängt, dann kommt er rein. Wenn er sagt in Matthäus 7, dass die, was meine Rede hören und aber nicht an mich glauben, die haben auch einen Geschmack an Hüsgebet, Buwawuta. Aber das ist ab Sandgebet, und der rein kommt, und das spielt alle weg. Und so werden wir niemals Jesus antischen. Besonders niemals für something, was in der Reif ist. Weil in der Reif sind viele Dinge. Aber das Bicht, das kann ein bisschen verschieden sein von einem Menschen oder einem anderen. Viele Dinge sind gleich witterbeschworen. Weet je dat Gott gesagt hat, dort nicht gute Dinge sind? Ich meine, Fan antreiten der Reich, die Musik, das sind wertvolle Dinge. Aber niemals ist die Erlösung zu bauen. Never. Wir brauchen Jesus. Und so die Frau für die von der ist, was ist unter dem Boot? Kann es sein, dass wir bloß Buwawuta geschafft? Kann es sein, dass wir raken in den Tag nach Mess kriegen? Wir haben keine Zeit für die Familie, keine Zeit für die Kirche, keine Zeit für Gott, wenn ich mir alles taub schaffen, was ich mir nur habe. Er habe ich einmal stillgehalten in uns Leben in Jesus angenommen. Und so das ist sehr, sehr wichtig. Die Antwort ist nicht ein Wort, aber ein Wer. Und so, wenn du dich fragst, was unter meinem Boot, dann ist meine Frau, hast du ein Wer oder hast du ein Wort? Ich aber, und die, was zu mein Haus hören, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Mein Haus. Weil wir sicher merken, dass wir Jesus Christus in uns leben. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns hast Jesus gegeben. Und Herr, wir haben uns menschliches System. Und das ist euch immer alle artig. Wir wollen die organisiert sein. Wir wollen gute Dinge haben, Herr. Aber help uns
dass wir wollen Jesus klar machen. Jesus will uns Rader sein. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns abgestorben. Von dort heute kommt drei Häuser bin Führer. Das dreht sich um Jesus. Und help uns, Herr, dass wir wollen Jesus klar haben in uns Leben. Dankeschön für die Erlösung. Dankeschön, dass du uns läufst und dass du uns ins Leben nennst. Amen. Hast du die Luten Fällen mit Jesus? Hast du Jesus all getroffen? Wir haben eine gute Botschaft hier und ich will die bloß merken. Wir haben uns Luten von Jesus Fällen. Hier ist der Weg, hier ist unsere Radung. Hey, some von euch haben einen Freund mitgebracht und ich will bloß Ihnen sagen, dass wir haben ein Geschenk für all die Jahre, die hier gekommen sind. Gut nur den Informationstest, bringt Ihnen Freund nur den Informationstest, wo wir Ihnen ein kleines Geschenk geben. Hey, wir sind dann angekommen von diesem Service. Ich würde fragen, dass die abstehen. Hier fern wird ein Gebetsteam sein. Wenn die dort an Gebet fehlen, und wird immer Part von deinem Leben, oder Umstände, wo du bist, und du fühlst, du weißt, die fehlt Gebet, kommt noch fern. Sie sind hier so für die beten. Hey, ich bin bloß ein Sehen über Jünd. Ich bin, dass die wollen in Frieden gehen, diese Weg, in Bewort bleiben, und so werden sie hier nächste Weg.